Moin und von harten Willkommen zu der Digital Final von Plattbeats 2020. Moin und herzlich willkommen zum digitalen Finale von Plattbeats 2020. Nicht wie gedacht im Logo, sondern hier in Hamburg an den Landungsbrücken. Das da ist Thorsten Börnsen. Er ist der Boss von Plattdeutsch-Zentrum in Holstein und der Boss von Plattbeats. Er leitet das Plattdeutsch-Zentrum in Holstein und organisiert Plattbeats. Und das ist Gesche Gleustein. Und sie leitet die Seefelder Mühl. Sie ist Plattaktivistin und Poetry Slammerin. Das ist Gesche Gleustein. Sie leitet die Seefelder Mühle. Sie ist Poetry Slammerin und Plattaktivistin. Plattbeats ist ein Song-Contest für junge Musiker zwischen 15 und 30 Jahren. Wir wollen damit auch Leute ansprechen, die nicht unbedingt einen Bezug zum Plattdeutschen haben. Und deswegen helfen wir manchmal eben auch beim Übersetzen aus dem Englischen oder Deutschen. In diesem Jahr findet Plattbeats wegen der Viren nicht wie geplant im Logo statt, sondern hier unten an den Landungsbrücken in Hamburg. Der Jury geht es nicht darum, wer am besten Plattdeutsch spricht, sondern wer am besten mit der Sprache in Text und Musik zu spielen weiß. Unser Ziel für die Zukunft? Elke norddeutschen Band schall ein Hit auf Plattdeutsch dabei haben. Und so wird auch die Jugendkultur wieder platt. Und wo kein ist in der Jury? Zum Beispiel Norma Schulz. Sie ist Singer-Songwriterin und schreibt Lieder auf Plattdeutsch und Friesisch. Und Bert Camping, hey ist Plattaktivist und das ist der plattdeutsche Teil von den Niederlanden. Lawrence Lorenzen ist auch dabei. Er ist Redakteur bei NDR Welle Nord. Und last but not least Ulrike Stern von der Universität in Greifswald. Was passiert, wenn man das Wissen aus ungefähr 3 Phoenix-Dokus über den Kieler Matrosenaufstand 1918 zusammen mit der Liebe zur Trap-Musik in die Köpfe von ein paar pfiffigen Musikern setzt? Zum Beispiel das Lied Kein mehr zu Wied von der 1918 Hafenband, die mit einer großen Portion Melancholie, Wut, Lust auf Revolution und Liebe bei diesem Wettbewerb dabei sind. Wo sich Musik bekloppt hat mit ernsthaften Ambitionen paart, da kommt Apollo Circus her und das ist Emden. Bei Plattbeats 2020 sind sie dabei mit ihrem Hit Yo Yo Yo. Ut Wismar kommt die Band Armagenda, die mit er Titel Seelentyrannen in Hebesünder Klörnus Wettbewerb bringt. Death und Trash Metal kommen zusammen in diesem plattdeutschen Song. Ein Mann und ein Gitarre. So könnte man den niedersächsischen Singer-Songwriter Dennis Sammel-Martens auf den Punkt bringen. Bei Plattbeats ist er mit dabei mit seinem Song An Düssen Tisch. Die Band Jackpot und Bad Schwartau bringen den Sound der neuen deutschen Welle mit Deutschpunk zusammen. In diesem Wettbewerb sind sie dabei mit der Song Almin Fröden, ob platt. Konfetti. Die Mitzwanziger aus Bremen machen Texte über die große Liebe und viel zu kurze Nächte zum Tanzen. Und bei Plattbeats sind sie dabei mit ihrem Hit Und du danst. Ute Nobe dabei ist die Band Mountain Bricks. 2 Dance und 3 Kerls rockt zusammen. Weibliche Gesangsstimme und Keyboard ergänzen sich zu einem ganz eigenen Sound. Und mit ihrem Song Endlose Sög sind sie wie Plattbeats dabei. Aus Wismar ist der Singer-Songwriter Pommes Fritz. Und hier zum Plattbeats-Finale hat er seinen Song Heimat Tau Dietrich mitgebracht. Langsamer angehen lässt dat die Band Wail in the Desert mit der Song Jimmes Suche. Die Band kommt aus Hamburg und mit 6 Leuten ist eine echte Big Band, die Funk, R&B und Indie-Musik zu einem Eigenmix zusammenbringt. Und der 3. Platz geht an Armagenda. Der 2. Platz, Plattbeats 2020, ist Dennis Sammel-Martens. Also komm ich einfach weitermachen, wenn du das von dir dann nicht hörst.
Und der erste Platz bietet Plattbeats 2020 Guide an Jackpot! Das wäre Plattbeats 2020. Wir hoffen, ihr hättet ordentlich Spaß gemacht, sich das anzukicken. Wir haben tolle Musiker dabei, wir haben einen spannenden Wettbewerb, Leute von überall und wir hoffen, dass das Tokumjor genauso gut sich, denn wenn ihr auch dabei sein wollt beim nächsten Plattbeats-Wettbewerb, habt ihr ab Oktober die Chance, euch zu bewerben. Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage von Plattbeats. nur das Spiel ist Förderspiel. Und kein Tief für Dosenbär.